Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video, das mal 7 verbotene Dinge, die jeder Motorradfahrer macht. Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt, habe ich euch mal erzählen und sagen auch bei der einen oder anderen Sache, wie sinnvoll dass ich das Verbot finde oder eben nicht. Und dann ja, fangen wir gerade mal an mit dem ersten Punkt. Der erste Punkt finde ich ist Wheelie. Also in der Schweiz, im Deutschen ist es, soviel ich weiß, relativ geringe Buß, wenn man ein Wheelie macht. Da macht es auch gefühlt jeder Motorvlogger macht das. In der Schweiz kannst du es leider vergessen. Also wenn du das in der Schweiz machst, dann kommst du, es steht zwar bei blick.ch im Beitrag mehrere 100 Franken. Ich würde aber da nicht sagen mehrere 100. Ich würde sagen, das geht schon gegen die 1'500 zu, würde ich jetzt eher damit rechnen. Und dazu vielleicht auch einen Fahrzeugentzug, vielleicht auch sogar einen generellen Fahrzeugentzug, dass man alles wieder neu machen muss. Also ich würde das mit dem Wheelie auf öffentlicher Straße in der Schweiz ganz sicher nicht machen. Ganz sicher nicht. Das wäre also Top 1. Dann das zweite, Fahren ohne DB-Killer. Ich glaube, jeder junge Typ, jeder, der vielleicht nach dem Töffli so eine 75er-Maschine oder 125er kauft, der fährt ohne DB-Killer. Also Bearbeitungskosten, Standkosten, mit einem Tausender sind sie vielleicht dabei. Hello, darkness, my old friend. Amix sind die Maschinen so laut, also gut, es kann auch sein, dass die standardmäßig so laut sind, da weiss ich nicht, aber vielleicht kurz vor OLDB ist vielleicht cool, aber wenn man die ganze Zeit mitfährt, vor allem in der Stadt, das geht doch so auf die Nerven. Also ich weiss nicht, schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu haltet. Dann Fahrzeug im Überholverbot zu überholen. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich habe das noch nie gemacht, aber ich habe das schon des Öfteren gesehen bei mir in der Waldstrecke, wenn dort ein Rentner mit dem Auto unterwegs ist und wirklich jeder Kurve bremst. Oder ein Traktor vielleicht vorne dran ist, obwohl ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dann dort zu überholen. Geht natürlich gar nicht, auch zum Beispiel noch kurz auf der Autobahn, schnell über die durchzogene Linie drüber brettern, dass man die Ausfahrt verwünscht. Habe ich letztens etwas ganz Krasses gesehen, aber geht natürlich auch nicht. Wäre auch wirklich schlimm und kann, glaube ich, auch krasse Bussen geben. Würde ich nicht empfehlen. Dann, was ich ganz viel gesehen, also eben Geschwindigkeit überschreiten dann, halbwegs legal, macht es wahrscheinlich jeder. Also ich bin auch schon 85 gefahren. Aber ich schaue nicht auf den Tacho, ob ich vielleicht 77 fahre oder ob ich 85 fahre. Das juckt mich dann nicht. Also das ist dann nicht so schlimm, finde ich. Aber was ich zum Beispiel schon viel gesehen, aber was ich immer, ist mir scheißegal, was ich immer mache. Wenn zum Beispiel 3-4 Leute an einer Kreuzung sind, die mit einem Stoppschild hat, wo man muss wirklich anhalten und wirklich komplett anhalten, dass die Rädchen stehen und dann weiterfahren. Gibt es so, dass zum Beispiel 3-4 Autos an der Kreuzung stehen. Der eine fährt drüber und 3 andere fahren einfach hinterher. Fahren, vielleicht abbremsen, aber hat einen Rollstopp. Was natürlich rechtlich falsch ist, was natürlich kannst bestraft werden dafür. Kostet im Deutschen 80 € und einen Punkt, also würde ich ihn einmal überlegen, ob er nicht wirklich richtig anhalten. Dann, was ich auch schon viel gehört habe, ich kann es bei mir nicht umschalten, beziehungsweise doch kann ich eigentlich schon. Mit Fernlicht fahren. Bei extremem Tageslicht gibt es Leute, die fahren mit Fernlicht. Es gibt so die blenden am Boden runter, aber mit Fernlicht fahren, da sieht man dich schon viel besser, weil, wenn sich einer nicht sieht, wenn ein Auto fahren und du hast vielleicht noch jemanden hinten drauf oder du fährst auch allein, ziemlich scheiße. Darum mit Fernlicht gibt es viel, wo ich das auch schon gesehen habe. Allerdings auch Autos haben mich blendet so dermaßen, das kapiere ich wirklich nicht. Naja, egal. Dann, falsch parken, kein Parkplatz für TÜV-Fahrer an vielen Orten. Das Problem ist, ich habe zum Beispiel mal im Spital Winterthur, ich weiß nicht mehr, Kantonsspital, glaube ich, ja, parkiert im Ding rein. Habe ich dann im Nachhinein gesehen, ich weiß aber nicht, ob sie da vielleicht aufgehängt haben oder was, weil wir das zweite ins Parkhaus reingefahren, ein fremder Typ vor mir und ich hinterher, haben den TÜV einfach auf dem Parkplatz gestellt, beziehungsweise ich nicht. Und wir haben dann beide einen Bus bekommen. Der auf dem Parkplatz gestanden ist und ich, der nicht auf dem Parkplatz war, weil es keinen TÜV-Parkplatz hat. Und ich finde das so blöd. Ich finde, wenn du mit dem TÜV... Das Problem ist, du darfst keinen Autoparkplatz nehmen für einen TÜV. So etwas anderes, wenn du in einer Gruppe bist, dann wird es vielleicht duldet, wenn du für TÜV-Fahrer bist, dann nimmst du einen Autoparkplatz für 3 TÜV oder so, das ist dann gut, aber sonst... Ja, ich finde es auch blöd, weißt du, Autoparkplatz nicht für einen TÜV, das sieht auch so blöd aus. Aber ich finde es dann blöd, dass man den TÜV nicht einfach zum Beispiel als Trottoir anstellen am Rand oder als Haus an
Aber wenn niemand stört. Ich meine, logisch, wenn du es so blöd anstellst, dass man mit dem Kinderwagen nicht mehr durchkommt, verstehe ich es, aber so finde ich es blöd. Also ich finde es wirklich, also ich würde jetzt niemandem einen Bus geben, der jetzt schön den TÜV schön pfeifen gerade an die Wand angestellt hat. Aber, so ist halt das Gesetz. Dann, Filtern. Filtern ist so etwas Gutes für die TÜV-Fahrer. Wenn ich jetzt mit dem Auto unterwegs bin, dann überlege ich natürlich nicht, dass ich andere Autos überhole. Weil erstens mal eine Klimaanlage, zweitens mal habe ich einen Komfort, ich fahre und man kann nicht einfach Autos überholen. Aber, und ich tue jetzt auch nicht blöd denken, wenn jetzt zum Beispiel ein TÜV-Fahrer mich überholt. Ich denke nicht, ey, hallo, warum überholst du mich? Aber das Problem ist, wenn du mit dem TÜV unterwegs bist, ist es wirklich warm, es brennt vom Boden unten rauf. Du bist entweder auf der Autobahn, lässt dich dann sozusagen grillen oder auch in der Stadt. Abgesehen davon, dass du schwitzt, dass du Durst hast, lässt die Konzentration erheblich nach. Also ich finde das immer gut, wenn ich da zwischendurch filtere, wenn dann niemand hupt und nichts. Ich finde das wirklich, ja, sollte eigentlich legalisiert werden, finde ich. Und damit wünsche ich euch einen ganz schönen Tag. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch noch irgendwelche Sachen habt, die ihr denkt, das ist verboten. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Obscuro94. Ciao miteinander.